Wie eine strenge Sparpolitik die Krise verschärfen kann, sehen wir in Griechenland. Das erlebt gegenwärtig ja eine Rezession, ausgelöst durch den von den Sparmaßnahmen verursachten Verlust der Binnenkaufkraft. Das ist aber eine logische Folge. Und es kann gut sein, dass die Einsparungen auf Ausgabenseite wieder aufgefressen werden. Denn durch die Rezession werden weitere Einnahmeausfälle in Griechenland entstehen. Das kann man voraussagen, ohne 20 Jahre Ökonomie studiert zu haben. Solch eine Austeritätspolitik ist auch wirtschaftspolitisch falsch, sie ist unsinnig. Das gleiche Resümee zog kürzlich der Ökonomie-Nobelpreisträger Paul Krugman. Ich zitiere ihn: Es lohnt sich, diesen klugen Menschen gelegentlich zu lesen. Er schreibt ja kluge Bücher. Krugman schrieb, wenn die Konjunktur im Keller ist, gelten die herkömmlichen Regeln nicht mehr. Sparpolitik wirkt unter diesen Umständen vernichtend. Wenn alle zur gleichen Zeit versuchen, ihre Schulden zu reduzieren, dann bekommen wir Rezession und Deflation und die Schulden wachsen. Andersherum wird ein Schuh daraus: Die ganze Nation muss Geld ausgeben, so der Nobelpreisträger. Die ganze Nation muss Geld ausgeben, um aus den Schulden zu kommen. Eine zeitweise Erhöhung kreditfinanzierter Ausgaben kann Probleme lösen, die durch Exzesse entstanden sind. In derselben Zeitung wurde unter der Überschrift "Die Krise macht nur Pause" nüchtern Bilanz gezogen. Es handelt sich um die Berliner Zeitung. Die schreibt manchmal vernünftige Artikel. Die Stagnation der Arbeitslosigkeit in den meisten Ländern auf sehr hohem Niveau hält an. Die Kaufzurückhaltung der Verbraucher hält an. Und all das spricht überhaupt nicht für eine nachhaltige Erholung von der Krise. Und hier stoßen wir auf den zweiten Irrtum der Regierenden. Die US-Ökonomen Carmen und Vincent Reinhart haben historische Krisenverläufe der letzten 100 Jahre untersucht und sie kommen zu folgendem Schluss: Bis zu 10 Jahren nach einer Krise erreichen weder Wirtschaftswachstum noch Arbeitslosigkeit noch Immobilienpreise das Vorkrisenniveau. Damit gibt es keinen Grund für den Wachstumsoptimismus, der die Grundlage einer jeden Austeritätspolitik ist. Und wie zur Illustration braucht in diesen Tagen die in Deutschland verstaatlichte Pleitebank Hypo Real Estate neue Staatsgarantien in Milliardenhöhe. Das ist wirklich eine Bank, die die Milliarden zum Fenster hinausschmeißt und von einer untätigen Bundesregierung großzügig mit Milliarden bedient wird. Dass die Manager dieser Bank sich gleichzeitig Sonderboni in Höhe von 25 Millionen Euro gewährleisten, gehört zu jener Randzone von Wirtschaftskriminalität, die wir im normalen Wirtschaftsleben in meinem Land haben. Ich sage das bewusst Wirtschaftskriminalität, denn ich halte es schon für abenteuerlich, dass diejenigen, die eine ganze Bank und die Milliarden verwirtschaftet haben, dann sich großzügig die Millionen gegenseitig zuschieben. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn morgen in Luxemburg der Vorstand der Partei der Europäischen Linken zusammenkommt, wird er als Antrag an den Kongress im Dezember in Paris den Entwurf eines Aktionsprogramms beraten und ich hoffe beschließen. Wir Linken sind ja im Diskutieren sehr groß und sehr nachhaltig, aber ich hoffe, wir kommen zu einer Lösung, dass wir mit einem Programm dann in den Kongress von Paris ziehen können. Darin sind die Alternativen der Partei der Europäischen Linken zur Überwindung der Krise dargelegt. Und es scheint mir wichtig, wenn wir das als gemeinsame Schlussfolgerung dann auch beschließen. Dazu gehören, ich will das nur stichpunktartig nennen, eine veränderte Rolle der Europäischen Zentralbank,
ein Umbau des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zu einem Pakt für nachhaltige Entwicklung und Beschäftigung, eine Finanztransaktionssteuer. Dazu gehören auch die Bekämpfung von Steueroasen, die Ersetzung privater Ratingagenturen durch eine europäische und die Auflage von Euroanlagen als kurz- und mittelfristige Maßnahmen. Langfristig geht es darum, das makroökonomische Gleichgewicht in Europa zu sichern. Es ist problematisch, dass Staaten wie Deutschland durch ihren Exportüberschuss ihren wirtschaftlichen Erfolg sichern und damit an den Haushaltsdefiziten anderer Staaten verdienen. Das hört in Deutschland niemand gerne, und da habe ich ziemlich viele Erfahrungen sammeln dürfen, wenn man sagt, die Deutschen haben Griechenland mit ausgeplündert über die Staatsanleihen. Die deutschen Banken waren dort sehr aktiv. Sie sind auch namentlich feststehend. Sie waren beteiligt. Sie haben die Gewinne aus Griechenland herausgezogen, und Griechenland ist dadurch in eine ganz schwierige Lage geraten. Weiterhin schlägt die europäische Linke einen Aktionsplan gegen Arbeitslosigkeit, gegen Armut und soziale Ausgrenzung vor. Das ist ein wirkliches Zukunftsinvestitionsprogramm. Denn Armut und soziale Ausgrenzung sind die größten Entwicklungshemmnisse. Und das gilt für ganz Europa, und das gilt weltweit. Ein Armutsbekämpfungsprogramm bietet die Chance, die massenhafte Verschleuderung der wichtigsten Ressource, die es gibt, nämlich die Drosselung von menschlichem Entwicklungspotenzial und menschlicher Kreativität zu beenden. Soziale Teilhabe durch menschenwürdige Arbeit oder ein menschenwürdiges Grundeinkommen und Zugang zu Bildung und Kultur für jede und für jeden könnte ein enormes Entwicklungspotenzial freisetzen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben heute Abend über die Krise und die linken Alternativen zu ihrer Bekämpfung gesprochen. Deswegen danke ich unseren Gastgebern von D-Link, dass sie diese Veranstaltung organisiert haben. Die Linke hat, wie ich versucht habe darzustellen, konkrete Angebote für alternative Lösungen, für Lösungen hier und heute zu bieten. Und natürlich geht es ja auch darum, Modelle eines alternativen Wirtschaftens und eines alternativen Zusammenlebens auf diesem Planeten zu entwickeln. Hier haben wir Ideen und Visionen, aber hier sollten wir auch konkreter werden. Der Druck der sozialen, ökonomischen und ökologischen Probleme ist enorm. Wir sind verpflichtet, sie zu bewältigen. Wie es im Entwurf des des Aktionsprogramms der Europäischen Linkspartei heißt, ich zitiere: Wir können die Welt nicht verbessern, wenn wir sie nicht retten. Aber wir können sie retten, indem wir sie verbessern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.